begrüßen gern Vertreter von der LPPD, Doreli de Fuchs, Gewerkschaften NGL, OGBL, LCGB und NGL, all die Familien, die an der Zeit von Okkupanten Opfer erbrot tun, Vertreter von der Eschergemeng, auch von Schöffling, sowie den CNCI, der Ferroforum, an die Herre Burgermeister Christian Weiß an Paul Weimarskirch, a wann ich vergessen wann ich lieb entschuldigt mich. Den Herr Erbesminister denke, Herr Micho auch denke. Fängt schon nun. Von ArcelorMittal, besonders den Herr Pierre Jacobs, war nur der Proklamation den 3. August 1942 an den Ausstellungshallen Lampersbierg vom Gauleiter Gustav Simon, dass Schöffling als freie Stadt nicht mehr gött an nur eng Provinz von dem 1000-jährige Reich soll gehen, als es schnell ging. Lützebäuer Volk von Stamm Lützebäuer und ganz viele andere Nationen und an dieser schweren Zeit zusammengehalten. Die Lützebäuer Resistenz hat direkt reagiert mit einem Generalstreik für sich gegen die Okkupanten an den Faschismus zu wehren und so auch gegen Zwangsrekrutierung. Die Kanner sollten nicht als Kanonenfutter für den Faschismus benutzt gehen. Dieser Streik hat auf der Eschöfflinger Schmelz war kein Wöllenstreik. Dieser Streik hat auf der Schmelz war schon mehr lang geplant, aber als Kollege den Eugen Behren hat genau für 82 Jahre den Okay gekriegt, diesen Streik zu starten. Und den Eugen hat die Unterstützung von der ganzen Belegschaft. Dieser Generalstreik, den über den ganzen Tag geplant war, am Morgen zu Wolz umgegangen ist, und heute zu Schöffling um 18 Uhr und 2 Minuten gestartet ist, wird so Nazien an eine Situation gebracht, die sie nicht kannten. Sie haben von einem Flächenbrand geschwärzt, und sie konnten nicht mehr von Aktion auf Aktion reagieren. Ein Land, das bis damals und noch danach vom Faschismus okkupiert war, hat sich so eine Aktion getraut. Das Zeichen, was als Eltern gesagt haben, ist in ganz Welt gegangen. Bis dahin war Lützeburg so nicht bekannt. Und aus Grund Duchesse, also am Ausland, nur im Generalstreik überall empfangen gehen und hat Unterstützung gekriegt. Und Lützeburg als Land mit einem großen Freiheitswillen angesehen. Wie ihr wisst, haben wir zusammen mit dem Residenzmuseum ein Zimmer für diesen Generalstreik zu organisieren aménagiert. Wie wir dieses Jahr eine junge Equipe von Scouten auf Visit hatten, haben wir gemerkt, dass diesen Teil von der Ausstellung besonders Interesse geweckt hat. So kommen die Aussagen, wenn als Großeltern sich getraut haben, sich gegen so eine große Übermacht zu wehren, wie wird dann nicht ein Generalstreik mehr an der Schule behandelt? Du müsste mir aber stolz sein auf so ein Tod wie dieser Generalstreik. Und dieser Generalstreik misst einer nicht so wichtige Sachen am Geschichtsunterricht ersetzen. Die zweite Frage, ging es Lützeburg als selbstständiges Land heute noch gehen? War nur diesem Tag ähnlich oder andere Aktionen gegen Nazien hier im Land und auf der Schmelze gemacht. Es ist weitergegangen mit Frauen, und wir wären den Tag am längsten an diesem Zimmer für den Generalstreik zu erinnern. Auch wie wir als Malbuch herausgebracht tun, sie mir gelaufen gehen über die Zeichnungen, die mir an den Generalstreik erinnern. Uns Großeltern wussten ganz genau, dass diese Aktion ein Standgeschmatze sprengt mit 21 Todesurteilen. Und wenn die Notschicht nicht hier erbig abgeholt hat, wissen wir nicht, was geschieht wäre. Die Okkupanten sind mit Autos durch die Straße gefahren und haben mit Drohungen von ganz schlimmen Repressalien die Leute gezwungen, hier erbig darum abzuholen. Auch unseren Direktor, den da frei hat, sollte sich gegen den Streik ausschwätzen. Was den Matthias Köhner aber nicht gemacht hat. Und auch den Herr Matthias Köhner soll zum Tod verurteilt gehen. Hat er nur aber eine Prisonstrafe gekriegt und als just für zu sterben entlos gehen. Den Herrn Sadam, den die Bier gezogen hat,
als nom Standgericht festgeholt gin gouf zu Köln gekappt. Den Eugen Bären as zu hinzet als Schoss gin, aber die genau Platz als unbekannt. Dabei, oder soll ich so ein Astromittal, as de scherer Geschicht an ihre Rolle an diesem Generalstreik bewusst. Erinnert all Joas und die Helden dort von Eise Vierfahren mat 3 Kommerationen. Für mich steht fest, wenn wir zu summen uns Geschicht über das Aktion mehr bewusst wären, hätte Faschismus hier an Europa keine Chance. Ich sage euch vielmals merci. Lieve familiemembers van den Affer, lieve vertreter van de nationale resistenzasociationen, den Herr Minister, de Herr Burgemeester en lieve vertreter van de Escher als Schöfflinger Gemeng, lieve vertreter van Personal, die Damen en die Herren. Wir sind heute zusammengekommen, für ein schmerzhaft an heroisch Evenement zu gedenken, nämlich den nationalen Generalstreik von 1942. An diesem Jahr, mitten am Zweiten Weltkrieg, wo couragiert Männer den Mut gehabt, sich keine Decision vom Besetzer zu stellen. Dat Letztebuer die deutsche Nationalität giefe kriegen und die damit verbundene Abfeierung von der allgemeinen Wehrpflicht. Für sie wurde ausgeschlossen, an der Reihe von der deutschen Wehrmacht zu kämpfen. Sie haben damit ganz klar als ein nationales Motto illustriert: wir wollen bleiben, was wir sind. Der heroisch ist von der Verweigerung auf verschiedene Energien mit ihrem Leben bezahlt. Es ist dafür, dass wir als heute erinnern und ihre Sacrifice für als wertvoll Freiheit. Aber die Freiheit bleibt fragil. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Europa verschiedene Krisen gekannt, aber bis vor kurzem bleiben wir an Europa von einem bewaffneten Konflikt verschont. Aber seit Februar 2022 ist das leider nicht mehr der Fall. Schwere Kämpfe an der Ukraine sind seitdem am Gangen, mit tausenden Opfern durch die russische Aggression, darunter leider viele Zivilisten. Warum haben sich couragierte Männer gemeldet, für ihre Heimat an ihre Familien zu verteidigen? Unter ihnen sind viele Kollegen von der Usine ArcelorMittal zu Crèverie. Ein wichtiger Teil von der Belegschaft von dieser riesigen Schmelz an den Minen sind an die Front gegangen. Und leider sind vielen von ihnen Schlürfeld gefallen. Als Installationen zu Crèverie, die nur ein paar Kilometer vom Front weg sind nach immer Ziel von Attacken. Missilen, Drohnen, an gepanzerte Gefähre und als Ziel, als Installationen zu treffen und zu zerstören. Ich kann nicht mehr als ukrainische Kollegen bewundern, die an diesen Konditionen nach probieren, eine Produktion aufrechtzuerhalten. Mit viel Emotionen denken ich dax und die Kollegen, die unter schwerste Bedingungen schaffen, an andere Kollegen, die ihr Leben riskieren am Kampf für die Freiheit. Die Damen und die Herren, liefern, los mal während der Gedenkminute für als tapfer Männer, die 84 Jahre durch gegen Nazi-Deutschland gestaltet haben, auch und die denken, die heute immens Sakrifizien machen für als Freiheit an Europa. So nicht merci. Herr Ehre Chamberpräsident, Herr Minister, ich ehre Gäste alle Guten, die Damen und die Herren, auch der Schöfflinger Bürgermeister muss seine Stimme ein bisschen verstärken und ich hoffe, dass ein Apparat hört genug ist, für das, was ich will sagen, dass das auch versteht. Ich denke nur an den Song von John Lennon von Beatles. Imagine all the people living for today. All we are saying is give peace a chance. All we are doing is give peace a chance. Ja, genau das wollen wir. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und der Respekt von den Menschenrechten. Eben am Respekt, an Open, Modernin, an der Toleranz, zusammen leben und zusammen schaffen. Brücke bauen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Nationen. An den Tag von heute ist sie froh, dass meine Ferien an den Kontext von der historischen Zeit gestaltet und sie froh, dass der Lien gemäht gehen ist zu dem, was momentan an der Ukraine los ist. Den Tag von heute, den als Lützeburger Gesellschaft weist, dass es geht, für zusammen können zu leben, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Nationen. Zusammen leben an unserem Land,
Den Opbau vun eiser Gesellschaft an de Madeneen an eisem Land, wo iwwer 100 verschiedene Nationalitäten Madeneen eens ginn ënnerstreichen dat alldach op beneiz. Die Voraussetzung dofir ass, ohne Zweifel de Willen verschiedener Einzelnen fir beim Opbau vun enger leweger, demokratischer a konvivialer Gesellschaft aktiv matzeschaffen. Allerdings soll man wissen, dat e Leben a Frieden a Freiheit keng selbstverständlich geht ass. An dofir sinnege wie dir alle gore froh, dat mir hauthau heute Summe kom sinn, fir denen zu gedenken, die sich 82 Joer fir Frieden a Gerechtigkeit, fir Freiheit a Mënscherechter stark gemet hunn, die je couragierte Streik lancéiert hunn, die sich géint eng Germanisierung a géint Unfreiheit engagéiert hunn. Im Moment also, wo mir dene gedenken an die honorieren, die sich engem unmenschlichen an aggressive Regime widersät tun, an trotz brutalem Virgoen, Schicksal huet des Kämpfer fir d'Freiheit an ihr Familien Matzen und Herz getroffen. De Krisch, oder besser gesot, mis Aventuren an den Desaster vom Krisch, könne viel terrible Geschichten mat Leid, Misere, Zerstörung an Not erzielen. Viel Tränen a blutige Floss, viel zu viel Tränen a viel zu viel Blut. Mat dem Zweite Weltkrieg, mat dem Streik, mat dem Engagement fir d'Freiheit vu Lützeburg, sie fuhren allem auch Zwangsrekrutierung an Deportation verbunden. An Erinnerungsfeieren an Kommemorationsdeeg sind demno nach wie vor notwendig a wichtig Evenementer wie eng freie Gesellschaft. Et das echtens méiglech zurückzublicken, wat lo geschieht das, ob dat wat war, ob dat wat sich alles wieder entwickelt huet. Et mischt zweitens an zudem méiglech notzudenken an zu reflektieren, ob den ageschlohne Weh nur im Krieg nach immer die richtigen ass. An drittens zurückblicken an notzudenken, allerdings auch nei ungerecht Situationen, nei Momente von Terror an einer Drückung, egal wo sie geschehen, einfach laufen zu lassen, an unbereiert notzugucken, dat geht nicht. Nein, das viertens wichtig, sich neuen Ungerechtigkeiten zu widersetzen, weiterhin engagiert für eng besser Welt, eng wie friedlich Welt anzutreten. Dat alles a viel méi zeichnen als Erinnerungsdeeg a Kommemorationen aus. An Fenster vun der Erinnerung, die steht immer op, wir gucken net alldach durch, wir machen selber auch nie so. Göchte an Haut gött sich dem nur zurecht erinnert, an als Gedanke sie bei all denen, die für über 80 Jahre Schicksalszeiten vom Krieg auf vom Streik erlieft am Mat gemäht tun. Aber wir machen dat, und dafür sind wir ganz froh, dass so viele Leute hier sind, mit Respekt, merci an Unerkennung, wie mein Vierredner dat auch schon ausgedrückt tun. Ja, wenn wir haut hier stehen, an uns erinnern, da wissen wir, es geht den Begriff von Frieden und Freiheit. Dafür aufschließend diese Gedanken. Der Mensch, all einzelne von uns, egal wo lebt, als Geburt für an der Freiheit auf ihrem Frieden können zu leben. Und dafür möchtet uns immer nächst an Gefühl von Ungerechtigkeit, von Angst und von großen Sorgen berät, weil wir feststellen, dass egal wo, und egal von wem, Freiheit von der Meinung, von der Religion, von der Grund- und Menschenrechte, von der Responsabilität, ergo von der Demokratie angestrengt, mat Face getrippelt oder nicht zougelos gin. An dat Geschichte, leider auch haut, ginnet schro an menschenunwürdig Beispieler von der Unterdrückung vom Terror, wo Menschenrechtsverletzungen auf von Unfreiheit und Krischer an militärischen Agitationen, die schwer zu erdrohen, nach Manner zu verstohlen und nicht einfach zu erklären sind, Umstände, die aber leider viel Leid an Tod und Zerstörung mitzuspringen. Euch dat Geschichte an noch der das schon gesot ging, ginnet Gott sei Dank immer nicht Menschen Leid, die sich gegen all Form von Terror, die sich gegen des Menschenrechtsverletzungen, die sich gegen all Form von Krieg gewirrt, wie der auf der Schmelzei hun Leid, die also mit Leib und Seele, ja oft mit dem Verlust von ihrem eigenen Leben, sich diesen Situationen widersetzt hun, und sich für Freiheit und Frieden angesagt hun. Auch haut kennen wir Machthaber oder du pouvoir, die aus welchen Ursachen noch immer Prinzipien von Frieden und Freiheit bewusst zerstören. Das wird für uns über 80 Jahre geschieht aufs bereiert Eis. Genauso wie all die schrecklichen Krieger und Terroraktionen, die mir haut über die verschiedenen Medien all daran ausgeliefert kriegen. Letzteburger und viel andere haben sich gegen den preisischen Nationalsozialismus gewehrt, mit worin Ersatz an den Engagement gegen Repression und Unfreiheit. An haut ist es wichtig, den Engagement für Freiheit und Frieden nicht zu bremsen. Nein, am Gegenteil,
Mir all bleiwe gefordert, all Form von Unfreiheit in die resolut 4 zu gehen. Ich versprechen, dass mir alle gut auch denen gehen, die sich für uns 82 Jahre für Eisfreiheit, für Eisfrieden an Unabhängigkeit angesagt tun. Ich Streik organisiert, gekämpft tun und dafür gestorben sind. Niemals mehr Krieg. Krieg nie wieder. La guerre plus jamais, war never again. Das ist ein Appell für Frieden und Zusammenarbeit. Das ist ein Appell für Demokratie und Freiheit. Und das ist auch ein Appell für Sozialgerechtigkeit, Wohlstand und Menschenrechte. So nicht merci. Herr Minister, Herr Bürgermeister, liebe Ehrengäste, liebe Organisatoren, die Damen und Herren, den 31. August 1942 als ein Tag, den sich tief an als Kollektivgedächtnis verankert wird. Auf dem Tag haben couragiert Männer gewiesen, dass sie der Okkupation entgegenhalten und haben sich so für Werte gesagt, die wir als Gesellschaft doch heute noch vertreten. Vermeestlich bis an de Minute. Und habe ich da das Geschehen niedergelöscht und die Männer Drecker bewiesen, dass die Lützebäuer sich nicht kriegen lassen. Die Industrie bleibt stehen. Und damit auch die Stahlproduktion, die damals zu einem großen Teil für militärische Zwecke angesagt ist. Weil wir mittlerweile leider nicht müssen erleben, als Krieg etwas, was eine Nation splittet, an irreversible Konsequenzen mitzuspringen kann. Du winst als da immer wichtig, und Leid wie den Hans Adam, Eugen Bieren an Matthias Köhner zu gedenken, die gewiesen haben, dass ihn sich nicht für der Tyrannei verstoppen soll, mit dagegen teilen soll. Aber auch damals wird die Generalstreik schon Leute inspiriert oder bewegt. Wie zum Beispiel von manchen Jungen am Mädchenschließe gesagt. Ein Tag nach dem Streik, auf der Schmelz, und mehr wie 150 Schüler durch ihre Absenz an der Schule bewiesen, dass sie auch die Courage haben, sich zu wehren. Konsequenzen für diesen Protest für Partizipanten mitgesprochen kennen wir natürlich schon. Zwangsumsiedlung, Konzentrationslager, aber wie am Fall von Eugen Bieren an Hans Adam leider auch exekutiert. Auch die Familien wurden umgesiedelt und in der Gewalt verheert. Das ist immens wichtig, so einen Tag an die Leute zu erinnern, die es Leute tief geprägt haben, und ohne die man vielleicht heute nicht an einer freien Demokratie leben geben. Du weinst, muss man alles gehen, Spuren von der Vergangenheit zu erhellen. Und du hast es Assoziationen wie beispielsweise dem Schmelzarbeiter Musee an Norolé de Forst zu verdanken, dass wir heute noch das Kommemoration feiern können. Der Marie Bastian, ihren Témoignage über die Metze Schmelz unter der Okkupation, steht dabei auch wohlverdient am Zentrum. Durch sie ist es heute noch möglich, das, was geschieht ist, genau nachzulesen. Und das ist umso mehr wichtig, weil heute kein mehr von uns kann nur empfangen, wie schlimm es damals muss gewesen sein. Es gibt leider immer mehr Zeitzeiten, die es wirklich können suchen, wie es damals war. Mit Leuten, die sich für Eisfreiheit angesagt haben, werden wir auf alle Fall nie vergessen. Merci. Liebe Invitien, die Damen und Herren, bienvenue heute zu Schöffling. Willkommen, Herr Ehren, Chamberpräsident Jean Spautz. Willkommen,
Bei Deputéierten, die Damen und Herren aus dem Schöfflinger Schäffner Gemengerot, werd delegiert von den Schöfflinger Sektionen von den Enrôlés de Force, von der LPPD, der Ligue, von den politischen Prisonniers und Deportéierten, Vertreter am Malbestar aus dem Musée National de la Résistance et des Droits Humains, geschätzte Vertreter von den Resistenzorganisationen, Leif, Matorganisatoren und Initiatoren, Wertkollege von der Schmelzabestar Musée, Wertkollege von Ferroforum, Leif delegiert von den Gewerkschaften, Wert Damen und Herren von ArcelorMittal und Agora, die Damen und Herren. Auch das der Kommemorationstag und den Generalstreik vom August 1942. 82 Jahre sind es hier, dass Nazi eine Zwangsrekrutierung zu Lützeburg ordoniert tun. Es wurde ein Anfang von einem von den dunkelsten und schlimmsten Kapiteln an der Geschichte von Lützeburg. 11.200 Junge wurden dann von der Zwangsrekrutierung konzerniert. Von ihnen sind da 1378 meistens an der Ostfront gefallen, 163 goufen erschoss, 223 sind verstorben, an 1084 skëlle nach Haut als vermisst. Eng 3500 von ihnen goufen Refraktären oder Deserteuren, sind deelweis am Ausland ënnergedaucht, an fir hier Familien als Konsequenz und anderem Dummsiedlung mat sich kommen. Auch iwwer 3600 Jungdamen a Medischer goufen zur Erbecht am Dienst vom Naziregime forsäiert, 50 von denen junge Frauen und themisch nimmerem gesinn. Das plakisch zuelen unterstreichen, dat mir hei von engem Kriegsverbriessen schwätzen dürfen, dat nie an de Vergiers geroden dirf. Wir sind als bewusst, dat sech Geschicht net wiederholen muss an derfen dabei natürlich nie unhöllen, dass Demokratie an Respekt von de Menschenrechter eng Selbstverständlichkeit sinn. Am Gegenteil, Geschicht an aktuell Interessenskonflikte an militärisch Auseinandersetzung von Haut weisen, dass es ernst das immer nicht könnt. Den 31. August, aus dem nur in Datum mit Symbolik, in der vor großer Trauer sicherlich, mit der Erinnerung allerdings auch vom Abbruch und von der Hoffnung. Das ist ein Tag, wo Leute, die sich für die Freiheit, für die Eigenständigkeit und Demokratie stark gemacht haben. Das ist zweitens den Tag von der Erinnerung über Courage, Solidarität und Resilienz. Allerdings auch dem Willen, sich resolut für die Freiheit zu engagieren, und bestehend demokratisch Rechte und Werte zu verteidigen. Ja, die Leute, die am Krieg gelebt haben, haben ihr Leben gelost, aber sie bleiben an unseren Gedanken, an unseren Memoiren, sicherlich an dem engen oder anderen Singen im Herz. Junge Männer, junge Frauen, die mir selber nie kannten oder nicht kennen. Das ist ein Tag, den, ich will mich nicht wiederholen, nicht an den Vergiss dürfen verfallen. Dafür sind wir als Gemeng immer nicht bemüht, diesen Tag hoch zu halten, an den Patrimon von unserer Geschichte immer nicht so benutzt zu stärken, neu zu beleben und dadurch viel Art Weise und anderem auch an der Zusammenarbeit mit dem Musée National de la Résistance et des Droits de l'Homme und der Publikation von Dokumenten über die Aspekte vom Zweiten Weltkrieg und vieles mehr. Geschichte von unserer Gemeinde schmeckt das immer als eins als eng mit den Schicksalsjahren vom Zweiten Weltkrieg verbunden. Es handelt sich um eine wirklich leichter Zeit, die mit viel Leid für die Familie verbunden war, aber besonders durch Deportation an den Enrôlement de Force forcé geprägt war. Viel Tränen und Blut sind geflossen. Sehr viele Momente von Leid und Trauer sind erlebt gehen. Den 31. August ist bleibt dafür an der Geschichte von unserem Land, von unserer Heimisch und eben besonders auch von unserer Gemeinde ein wichtigen, ja, besinnlichen Datum. Und dafür sind wir froh, vom Chef der Gemengerot, dass so viele Leute, so viele Vereinsdelegierten sich hautnah aufhören tun. Es geht am ganzen Land eigentlich keine Familie, die nicht an den Jahren vom Nazi-Terror verschont geblieben ist. Die Opfer entweder von der Deportation, vom Enrôlement forcé, wo von Tod oder sonst einer Notsituation an Elend oder Zerstörung. Merci dafür für Ihre Präsenz am Gedenktag. Und merci für dabei zu sein, für diese Erinnerung hoch zu halten. Das ist ein wichtiger Akt, das ist ein Bekenntnis für Solidarität und auch für Merci. Weil die Geschichte von einer Nation, auch von einer kleinen Nation, von einem Land, also ohne die Erinnerung an ohne Gedanken und die sich für Freiheit, Frieden, für Toleranz und Menschenrechte angesagt haben und dafür das Leben noch tags gelost haben, nicht zu begreifen. Ja, wir müssen uns erinnern für die Bedeutung und den Wert vom nie mehr, von nie wieder, vom Never Again, von einem Krieg immer neu zu erfassen und noch zu verstehen. Das sind nicht einfach Floskeln oder eitel Wörter ersetzt ohne Bedeutung. Nein, wir müssen uns erinnern, für zu begreifen, für zu weisen, dass Glück und Chance von Frieden und von Freiheit, von der Dignität und von den Menschenrechten nicht selbstverständlich sind. Das ist ein Tag von der Kommemoration als ein wichtiger Stein und eine notwendige Ressource für eine demokratische und offene Gesellschaft. Auch das sind nicht einfach Floskeln oder eitel Wörter ersetzt ohne Bedeutung.
Der Blick aus der Welt weist uns mit aller Deutlichkeit, was los ist, was geschehen kann, zu viel Kriege und zu viel Terror, die Leid an Tod bringen. Ja, weiter weg von uns, das ist richtig. Und einfach mehr nur, wie wir mengen und wie wir es wollen wollen. Den Überfall und die Invasion von der russischen Armee an die Ukraine, in unmenschliche Krieg führende Haustier von der Europäischen Union, wo kein weiß, wo wir alle verzweifeln, wo das alles soll enden. Verdeutlicht, leider mit Notdruck, dass wir Leid auf eine brutal, aggressiv, aber bestialische Manier die Ziele erreichen wollen, vieles möglich ist. Die Damen und Herren, wir haben die Olympischen Spiele zu Paris erlebt, als Ausdruck von Frieden, als Zeichen von Freundschaft, an dem Zusammenleben von Nationen, Kulturen und Religionen noch, als Akt von der Kompetition einerseits, aber auch mit dem Handshake, wenn der Match fertig war oder das Spiel. Und auf der anderen Seite als euch die Welt geballert, geschossen, terrorisiert und ermordet ging. Der Papst Franziskus sei Wunsch, dass die Olympiade, gemäß einer antiker Tradition, ulas wie ein Feierpause bei den Kriegern zu machen, ob am Nahen Osten, an der Ukraine oder so auf der Welt, für das anzulehnen, an eine so ehrliche Friedenswillen zu weisen, als leider nicht erfüllt ging. Das lässt natürlich tief denken. Ich Matbürgerinnen und Matbürger, Präsenz von Haut das natürlich auf von allem auch ein klares Bekenntnis an den Appell immer nicht standhaft, und resolut gegen all Form von Intoleranz, Diskriminierung, Repression und Gewalt vorzugehen. En plus, also den Appell, immer nicht alles dran zu setzen, dass die gruseligen Calvaire vom Krieg nicht vergessen wird. Und dat und die erinnert wird, die Schicksalszeit vom Krieg erlebt haben. Das ist ein Engagement für den Sinn von Frieden und Freiheit, für Gerechtigkeit und Menschenrechte zu honorieren und noch zu steipen. Du hier, die Damen und Herren, was immer auch hier bewegt und motiviert wird, dieser Feier, dieser Kommemoration bei schönstem Wir dabei zu wohnen, merci nach ein Kehr Respekt und Anerkennung für Ihre Präsenz vom Gemengener Schöffergut. Die Damen und Herren, Lützeburger und damit auch viele Schöfflinger haben ein gruselige Calvaire erlebt. Ein kurzer Blick zurück, Ende August 2040 hat der Gauleiter Simon die Wehrpflicht zu Lützeburg hier proklamiert. Mit einem Streik, es war eigentlich eine spontane Reaktion auf den Gauleiter Simon signiert, haben sich Sterbestor der Schöfflinger Schmelz an anderer gewährt. Dieser Generalstreik vom 31. August 2040 ist dem noch ein wichtiger Punkt an der Geschichte von unserem Land, weil es vor einem Kampf vom kleinen David Lützeburg gegen den übermächtigen Nazi-Ries Goliath. Der Streik, leider heute kein Wendepunkt markiert, war der Nazi natürlich ein Dorf am Meer. Den zivilen Ausstand gouf deklariert, Streikaktionen goufen am Keimer steckt, 21 Männer hat aus der Mitte schon gesot gin, sie Kerl blieb de Skigericht gin, viel anderer, die im Streik deelgeholle hun, sie vom Standgericht aufgeurteilt, an Erpressungen oder KZ verschläft gin. Dat alles an nach viel einer Momente oft schrecklicher verbande mir mit der deutscher Okkupation. Haut gedenkt als Gemeng dofir zurecht, zu Summe mit den Delegierten von der Kriegsopfer und Resistenzorganisationen auf dieser Platz dem Monument von der Freiheit an der Memoir, diese Victim, als seht merci für ihre Courage und wilde Erinnerung und des prägenden Evenementer wahrgeschallen. Das alles auch aus Respekt vis-à-vis von unseren Kriegsopfer-Sektionen von der LPPD und den Enrôlés de Force. Dazu leif vielleicht ein Gedanke frei übersät, schon einmal zitiert von Francesco Petrarca, ein italienischer Literat, die seht, pur groß Feinden hat der Frieden immer, die an uns wohnen. Das sind falsche Ambitionen, das ist Jalousie, das ist Roserei, das ist Fiertheit. Aber auch die Violence und die Intoleranz. Wenn wir das Feinde verdreiben, dann dürfen wir Frieden genießen. Damit in der Bus hört man nach einer Madame erzählt gehabt, ja, Krischer fängt ja am Kleinen immer an, wenn Operstreit ist, und er nur, also aus den Operstreit bis mir etwas ganz Böses gehen. Leif Matbürger, Rinnen und Leif Matbürger, die Damen und Herren, die Erinnerung weggeschallen als wichtig. Erstens, sie mischt als stark, sie stärkt durch Sensibilität für als Demokratie kristallisiert den Sinn von der menschlichen Dignität raus. Außerdem gehört Erinnerung auch zur Identität, ja zum Patrimoine von einer Gesellschaft. Auch mit diesem Blick wollen wir den 82-jährigen Streikgedenktag appreciieren. Zweitens, wir schenken als Aufmerksamkeit denen, die an den Freiheitsmovementen, die an der Resistenzbewegung, die am Krieg gelitten haben. Wir denken nicht nur an die von früher, mehr an die von heute. Nimm von Hans Adam und Eugene Behren, aber auch von einem Albert Wingert, Wenzel Proffer, Remer Ahrensdorf und Jean Doffing stehen mit vielen anderen heroischen Helden als Symbol für den Einsatz für die Freiheit und auch die Unabhängigkeit. Wir erinnern uns dafür heute zurecht, auch wenn die über 80 Jahre hier ist, mit Dankbarkeit und die Leute, die das Leben verloren, die deportiert, die enrolliert, die drangsaliert, geschlagen und gedemütigt dürfen. Es gibt natürlich noch viele andere Elemente, die mit der deutschen
Zeit vum Krisch ze summenhenken a riskieren aus der kollektiver Erinnerung ze verschwonnen dofir. Wir sinn erbleiwen gefordert, de Stellewert vun der Kommemoration zu garantieren. Ja vielleicht auch nei zu beliewen. Jedenfalls net sto ze bleiwen, nie opzehalen an immer nees nei unzufänken, aber nie ufänken opzehalen. Meine Damen und Herren, am Ende vom Zweiten Weltkrieg waren sich Leute eins. Nie mehr Krieg, never again, nie wieder. Eng nobel a korrekt Approsch, weil all Krieg bringt, dat der Leben ja dachte ich op der Tele, Tod, Terror, Leid, Misere, Zerstörung und Trauer. Krieg als niemals eng Lesung, dofir, wat alles wit vom Krieg mit dem Aufbau von der Europäischen Union geschieht das als eng historische Lichtung, die sich für viele Menschen zu enger Success Story entwickelt huet. Auch dat soll man haut nicht vergessen, wohl wissen, aber auch, dat eng friedlich a freie Gesellschaft kein Selbstverständlichkeit ass, an dass euch dat Welt leider nach immer viel Misere erlebt präsent sind, Momente, die euch nicht egal die sinn. Ein das sicher, Krieg ist keine Lesung. Wir wissen dat, an dafür bereiert da ist immer nie so beneizt, wann wir von Terror oder Krieg lesen, heieren oder gesehen. Heierst du kann du nimmen hilflos, du hingucken und dat alles zur Kenntnis hüllen. An aber, ja den Tag von Haut soll ein Moment von der Solidarität an eng Steib sein, für die Leute, die euch dat Welt haut in der Krieg und Terror leiden. Krieger weide wäsch von uns, an aber Mino wie wir mengen, hier in unser Haustier. Schon über die Invasion von der russischen Armee an die Ukraine geschwert, sie lesen es nicht kalt, weil man nicht wissen, wohin der Weg fährt. So wie als Generationen den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, darf man auch nicht vergessen, dass auch Pappen und Soldaten alltag im Leben fährten. Egal wo, egal wie brutal, der Krieg ist immer unmenschlich, das ist ein Zeichen von Intoleranz, das ist immer eng Defekt für die Menschheit, weil der Krieg kennt nicht mehr verlierbar. Und das ist schon schwierig zu verstehen. Der Frieden an der Welt gehört an alle Religionen, ob am Islam, am Judentum, am Hinduismus oder Buddhismus oder am Christentum, zum ersten Prinzip, zum größten und tiefsten Versprechen. An aber als Provokation, Unmenschlichkeit, Armut als sozial Ungleichheit, Krieg und Terror, tagtäglich präsent. Wir sollen nicht vergessen, wie viele Millionen Leute, das gibt die dem Islam nachgehen, wie viele Leute dem Christentum nachfolgen, wie viele Leute dem Judentum nachstehen. Und aber gehen nicht Krieger. Dafür verstehe ich den davon Haut doch als Akt, als Perspektive und Hoffnung für Frieden und Rekonciliation, ob eine Zukunft zum friedlichen Zusammenleben von allen Menschen an Dignität, Freiheit und Demokratie. Merci, die Damen und Herren, für die Nullausstören und Ihre Aufmerksamkeit. Ich will mich Rede aber nicht schließen, ohne all denen Merci zu sagen, die diese Kommemorationstag organisiert, gestaltet, qualifiziert tun. Merci allen, die alles präpariert, organisiert und abgerichtet tun. Merci allen, die an den letzten Tagen aktiv und engagiert waren. Merci den Servicer aus unserer Gemeinde für wertvoll moralische und administrative Hilfe. Merci ihr alle Guren für ihre Präsenz. Und die haben es verdient, als ihr Part kriegt. Und eine besondere Merci geht an all die Leute, die ihr Merci verdient tun, und die ich vergessen zu nennen. Merci dem Alain Günther als seine Equipe aus dem Schmelzerbeter Musee. Ich will mich wieder aufschließen, auch mit einem Lied, wie ich damit angefangen habe. Aber das kann man dem Lied, was ihr alle kennt, ein bisschen Frieden. Ich werde doch nicht sagen. Lied von Nicole. Das heißt auf Englisch, a little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for all tomorrow, a little peace. A little sunshine, a sea of gladness, to wash away all tears and sadness. A little hoping, a little praying for all tomorrow, a little peace. Ist so nicht mehr.